Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenkästchen TV. Wie ihr seht, bin ich allein da. Das heisst, da hinten fehlt jemand. Und zwar bin ich heute allein da, weil der Basil gerade ein paar wichtige Prüfungen am Schreiben ist und durch das leider nicht so viel Zeit hat, um jetzt ein Video aufzunehmen. Und ich habe heute den ganzen Tag frei. Also passt das doch gerade ganz gut, dass ich heute mal ein Video allein aufnehme. Aber was könnte ich denn für ein Video machen? Ich könnte ja zum Beispiel wieder «Wer würde eher» spielen, aber allein macht das einfach nicht so viel Sinn, oder? Darum würde ich sagen, rutsche ich doch mal wieder ein bisschen auf die Seite und wir holen mal den Pupsi, damit er etwas mit mir machen kann. Wie ihr seht, habe ich da jetzt ein schönes Podest für den Pupsi gebaut, damit man ihn auch sieht. Und ich würde sagen, wir fangen gerade an mit einer Runde «Wer würde eher». Pupsi, willst du die erste Frage stellen? Okay, ich glaube, das ist Nein. Also, ich gebe dir da mal das Schild. Die erste Frage ist, wer von euch zwei wird eher im WC feststecken bleiben? Ich will gerade sagen, auf 3 zeigen wir die Antwort. 1, 2, 3. Ah, sorry Pupsi. Da. Der Pupsi sagt ich sage der Pupsi. Aber Pupsi, es ist doch gar nicht lustig, wenn wir uns immer einig sind da. Ich glaube, wir machen besser etwas anderes. Da das mit dem Pupsi irgendwie nicht so ganz funktioniert hat, da nicht sehr kommunikativ ist, habe ich beschlossen, dass ich doch lieber etwas allein mache. Und zwar eine Runde «Wer bin ich?». Ich habe mir jetzt hier einen Zettel geschrieben, ich habe keine Ahnung, was drauf steht und ich muss jetzt selber erraten, was ich auf den Zettel geschrieben habe. Wie ihr seht, ich mache jetzt auch die Augen zu, damit ich keine Ahnung habe, was es ist. Eben, also ich weiß nicht, wer ich bin. Und ich würde jetzt mal sagen, dass ich glaube, irgendein Fußballer bin. Und das ist richtig! Ja, irgendwie ist auch das Spiel nicht so lustig gewesen. Darum bin ich dafür, dass wir eine andere Challenge machen. Und zwar tun wir blind erraten, was das Zeltchen für einen Geschmack hat. Um das ganze Video jetzt noch ein bisschen spannend machen, tue ich gerade 2 Challenges zusammenmischen. Und zwar die, wo wir Alltagssachen blind gemacht haben und wo wir die verschiedenen Zeltchen und Gummibärchen probiert haben, wo wir unter anderem ganz am Schluss die probiert haben, wo wir glücklicherweise immer noch ein paar vorige haben. Also probiere ich so eins und probiere herauszufinden, welchen Geschmack das hat. Das sind nämlich verschiedene Geschmäcker und zwar blind. Ich sehe nichts, wie ihr seht da. Also da ist das Zeltchen auch schon ausgepackt. Und ich glaube, es ist Himbeere. So Leute, ich habe gerade eine Idee gehabt, was ich noch machen könnte, so ganz allein. Und zwar ist das etwas, was der Basil sehr gerne machen würde. Aber ich eigentlich nie so wirklich Lust drauf hatte. Darum habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach mal, um ein bisschen zu schauen, wie das so ist. Und zwar ist das ein Let's Play. Ist das Notizbuchspiel. Da habt ihr so auf eurem Handy eine weiße Seite, wie ihr seht. Wenn ihr dann da herklickt, kommt eure Tastatur. Dann könnt ihr da so umdrücken und dann schreibt es da oben gerade das, was ihr geschrieben habt auf der Tastatur. Also irgendwie ist jetzt ja noch keine von diesen Ideen wirklich hervorragend gewesen. Da kommt mir gerade in den Sinn, was wir letzte Woche gemacht haben. Ich könnte mir ja einfach selber einen Witz erzählen. Also, was ist Gröll und Lied im Sarg? Ein Sterzli, genau. Wer hat es umgebracht? Das Mordant Bleu, auch richtig. Mit was? Mit der Pistole und dem Schussgipfel. Absolut richtig. Wo ist denn das Mordant Bleu jetzt? In der Knastanie. Auch das stimmt. Hey Leonie, du kennst den Witz aber wirklich gut, he? Und wer hilft dem Mordant Bleu beim Ausbruch aus der Knastanie? Der Fluchtsalat, auch richtig. Und wer muss jetzt Eiswürfel ins Mund nehmen? Egal, also machen wir das.